Daar zijn alle van deel waren welkom naar onze kerkondag en mijn vrede dat we nog een Duitse ondag gaan. En voor vele van jullie de Duitse spreek erst nog de Hortspreek. En we zijn dankbaar, we kunnen leider zingen en ondagen gaan en de spreek wordt ons thuislich feiern wird. We willen van deel waren wieder gaan in onze series in Efeesa. En we zijn van deel in Efeesa kapitel 2, 11 bis 22. Dat zijn de versen waar we doorgaan worden. En ik had de ondag een naam gegeven, Trajchtjestalt Derch Christus. Trajchtjestalt Derch Christus. Voor zijn de terug, dan had ik de ondag aan Efeesa 2, 1 bis 10. En in die versen zag we zeer klar, dat onze reding is durch genade. Dat is niet wat we doen, dat is wat Jezus deed voor ons en durch ons. En van deel waar we dan zijn, wat deed deze reding dan in ons en tussen ons en Menschen. Ik leef werken van wie van de Evangelium denken doen en reden doen. We denken allemaal best aan, wat kunnen we doen, dat we ons bekeren kunnen en dat we eeuwig leven hebben. Maar we vergeten werken dat de Evangelium is ook een noodrecht voor waar we leven zijn. Dat is in de leer waar we kunnen gemeenschap hebben, niet bloß met Gott, maar ook met andere mensen. Van deel waar we aan dat reden. We anfangen met een gebed. Gott, du hast dat mehrlich gemerkt, dat we kunnen verstaan, dat aannemen en in dat leven, waar we eeuwig leven kunnen hebben. En God, ik bid van jou dat du ons wijzen, wat deze rading dan in ons deed, in onze gemeenschap met andere mensen. En God, ik bid van jou dat du besonders ons de hart rieren, wanneer nu zijn van jou smars, wat dat niet veel deed, wanneer zij vielleicht nog vriendschap hebben met mensen, wat zij zelf gemeenschap met hebben. Ik bid dat du van jou deze aandacht brokken, om helpen, dingen eeuwig merken met anderen. We beten dit in Jezus' naam. Amen. We willen van jou in Efeesa kapitel 2, 11 bis 22. Ik wil die versen lezen. Zegt es dit. Vergeet nicht, wir werden von Natur uit als Nicht-Juden geboren. En je worden van die nicht menschenhand beschneden sind, die unbeschnedene genannt. Je werden dan ohne Christus en an Gott zijn wie fremd. En wat Gott an Israel vermerkt en toegesagt hat, ging je nichts an. Je hadden nichts te hopen en wären ohne Gott in dieser Welt. Aber nu ist dort anders. Nu sind je Christen. Je werden weit auf, aber nu sind je der Christus Jesus im Blut ganz nah an gekommen. Christus ist uns Fried. Hij hat von den beiden Gruppen eingemerkt en die Wand doorgebrochen, die uns tranen deed. Christus hat in zijn Fleisch dat Gesetz en dat Verschriften uit dem Weg gebracht, dat hij in zich zelfs kan van de twee einen nieuwe mens schaffen. En door der Fried schaffen. Dat hij ons beide durch den Kreuz in einen Körper mit Gott taub brach. En door des met de vriendschap en eenmjuk. En hij kwam en predigt de vrede te bed, te junt, die weit aufweren en ook te die dichtbij weren. Durch Jesus haben wir alle bed, durch einen Geist, den Weg nur den Vater. Dann sind wir nu auch nicht mehr fremde Wandler, aber Mitbringer, mit de Heilige en de Glieder in Gott seine Familie. Die op de Apostel en de Propheten Grundgebiet en woan Jesus Christus selbst der rechte Eckstein ist.
durch den die ganze Büh taub hält und wost, so dort für unseren Herrn ein heiligen Tempel gibt. Und den sind auch je nangebüht, so dort Gott im Geist in Wohnung haft. So Paulus, der redet hier wieder, und er bringt uns in der Weg trägt, nur dort, was er lernt hat, in den Anfang von dem Kapitel. Die erste 6 Versen in Kapitel 2 reden, wo wir alle in Sinn sind. Wir sind alle weit auf von Gott. Und er sagt, wir sind gerat durch Gnade und wir nehmen das an durch Glauben. Und dann bringt er uns weiter trägt und er weist uns nach einem Weg, wo diese Sünden uns schaffen wird. Wir sollen einmal denken, von wo wir kommen. Ich glaube, wir sollen noch ein Denk haben, was Gott uns von gerat hat. Und wenn wir zurückdenken, dann, ich glaube, mit das meine ich nicht, dass wir sollen nie leben in dort, was wir wären. Wir sollen nicht sein, so zum Beispiel, ich wie in Super, ich Christen kann, ich sei noch in Super. Oder ich wie so eine Wort scheif umgehen mit Dingen, ich sei einmal so. Das ist nicht, was er meinen wird. Er sagt, dort zurückkicken, denk an, wer je wären. Und er sagt, nur das ist auch besonders, je wären von Natur, sondern aus Nicht-Juden geboren. Und die, was Juden wären, die, was wären beschnitten, die kriegt den Rauf, nur die, was nicht beschnitten wären. Was ist die Beschneidung? Dort ist ein Teken, was die Juden hatten, zum Wiesen, dass sie in Bund wären mit Gott. Wir fingen in 1. Mose Kapitel 17, der 9. Vers. Und Gott sagt zu Abraham, er sagt es der, nu erst dort ob dien und dienet Kinder und Grootkinder, dort je den Bund halten durch alle jene Tiden. So dit wie in der Weg, was sie wiesen deuten, dort sie einen Bund halten mit Gott. Sie würden sich hingeben, zum Gott nachfallen, arm anbeten, und dit wie in der Teken dort passiert. Der Heiden, da wären so eine, was nicht in das Bund wären. So Paulus sagt, die wären weit auf. Aber ich glaube, es steht raufkicken, nur Menschen, die vielleicht nicht von einem jäslichen Hintergrund kommen, das ist nicht was Fremdes. Wir tun das vielleicht alle. Ich glaube, dieses Deutsche, wir haben besonders ein Trouble mit das. Wir denken an, wir sind abgebracht, denn wir sind, das sind Weltmenschen. Oder das sind Einheimer. Oder das sind Sonnenmenschen. Sie weiten und ist nicht besser. Und wir kicken rauf in die Sonne, was nicht so sind als uns. Ich glaube, wir tun das vielleicht in vielen Wegen. Das ist die Juden das tun. Die Juden dachten, sie wären moralisch viel besser, als so eine Wort hätten wären. Sie dachten, ihre Kultur wäre viel besser und viel höher. Die Ohren, die hatten das so einfach. So dachten die Juden. Da wären Schweinchen Menschen. Und die Juden, die sich graut, wo Ferken sich die Hänge waschen, und wo abgeriemt und alles die wären. Hier sich meistens mit den Mennoniten, nicht so? Sie dachten, die Ohren der Herden, die wären bis viel. Die deuten nicht. Die sollten bis Rahmen und Beten aufjatten an. Und ich glaube, noch ein Ding, was Ferken Wort dann, ist, wir haben eine schwere Zeit, dort gaudet sein in anderen Menschen, was nicht so uns sind. So die Juden, und Paulus redet hier nur die Herden, er sagt, die wären so eine, was andere nur raufkicken deuten. Und ein paar von ihnen kennen, was das ist. Die sind vielleicht mit anders abgewachsen, die wären von der Familie, was die anderen alle nur kicken deuten, das ist so eine, was vielleicht nicht ganz so fan wären. Die können mitfeilen mit den Herden, was in dieser Tag wären. Aber Paulus sagt, wir sind alle in das Selbst. Er sagt wieder in der nächsten Vers, in der 12. Vers, er sagt, er gibt uns 5 Wege, wo wir getrennt werden von Gott. Wir werden weit auf, sagt er.
Wo wir wie weit auf? Hij fängt an der 12. Vers an, wir ohne Christus. Die Juden, die wir nicht ohne Christus, die haben Christus gesehen. Christus wir mank und abgewaschen, wir mank und wo er seine Wunderteken deed, wo er lehren deed, die haben Christus in ihrer Merd. Aber die Heiden haben nicht Christus. So sie wären ohne Christus. Sie mussten von Christus hören von Ornde. Der zweite Weg, wo sie weit auf wären von Gott, ist, sie wären Fremde nach Gott seine Volk. Denkt ein klein bisschen an, wer wir sagen, wie wir ein Volk, was vielleicht in einem weit offenen Land wären, und von Christus geboren wir, aber nie, noch niemals hat uns solchen Menschen von Christus gehört. Und das darf noch so eine Sorte Menschen, die wohnen vielleicht wo in der Welt, und haben noch niemals von Christus gehört. So wären diese Heiden. Sie haben noch nicht von Christus gehört. Sie wären noch nicht manche Menschen, was Christus sagen. Christus wir Fremde ent. Sie wären nicht ohne Fremd. Er sagt, was Gott in Israel gemerkt und gesagt hat, ging ihn nicht an. Sie wären allein. Sie wären ohne Gott und Gott wäre nicht ihr Freund. Ich glaube, das ist ein Ding, was besonders in den Mennoniten, die in Mexiko sind geboren, ein Ding, was ich beobachtet habe, wo Pferden, Familien haben Tricktraten down nach Kanada. Und Pferden mussten die Kinder dort leiden. Sie merken sich niemals fremd. Sie haben niemals die Sicherheit, haben sich fremd merken, mit so einer Wort Ramme sind. Haben vielleicht großen Anfang gemerkt, mit fremd merken, und dann tragen die anderen in der Familie waren weg. Und so wird es auch mit diesen Heiden. Sie wären ohne Freund. Sie wären nicht fremd mit Gott, und die, was Gott seine Menschen wären, so zu sein, die wären nicht fremd mit ihm. Wieder sagt er, die wären ohne Hoffnung. Die wären ohne Hoffnung. Und wenn wir keine Hoffnung haben, dann haben wir meist nichts. Wenn wir nicht eine Ursache haben zum Wiederleben, dann woran wir dann wieder leben? Und ich werde das ein klein bisschen studieren, und dort die Herden in das Leben nehmen, dann wir ein sehr großer Trouble in dieser Zeit. Wenn sie haben nichts zu verleben. Meiste von denen, die wären arm. Meiste von denen, die können sich nicht treffen, mit wer Gott wir. Und wenn sie nicht können, Pfoten ist eine Hoffnung, Suicide wie ein großer Trouble in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist ein Ding, was wir von der in unserer Welt auch sein. Wenn dieses Menschen, das in der Country, Gott aufschieben down, wir sein dort besonders manch Jugend, mehr und mehr Menschen nehmen in das Leben. Wenn du nicht Hoffnung hast, dann Menschen sein nicht woran, die noch leben wollen. Und das wird dann auch eine Trouble. Sie werden ohne Hoffnung. Und wieder sagt, wir werden ohne Gott in dieser Welt. Denk ein klein bisschen, wo allein diese Menschen wären. Und wo sie allein sich gefallen haben. Sie wären ohne Gott in dieser Welt. Jeder Tag leben ohne einen Gott. Ohne das Weiten, das Gott mit uns ist. Und ohne das Weiten, das Gott uns Gott ist. Denk an, wo allein sie sich feiern. Aber dann dreht sich dort in der nächste Vers. In der 13. Vers fängt er weiter an. Und das ist vielleicht nicht ganz so klar in der Plautdietsche Übersetzung. Aber der Englische sagt, but now. In der Englische, in der Griechische sagt, das sagen die, aber nu. Das ist, was du hast. So, das dreht sich, die wären ohne Gott. Aber das dreht sich und sagt, aber nu hat Gott jeder einer dich beigebracht. Wo habe ich dich beigebracht? Wir sind dich beigebracht durch Jesus Christus, sein Blut. Wenn wir oft wären von Gott,
Jesus Christus sein Blut hat das Mehrlich gemerkt, dass wir kann dich bekommen, nur Gott. Denk ein klein bisschen an, was geschrieben ist in Matthäus 27, der 51. Vers. Und das ist, wenn Jesus Christus auf dem Kreuz hang. Und in der Tempel wie eine Gardine, was zwischen der heiligste Städt wir und der ewige Tempel. Und in der Städt kann bloß der Hohepriester nachgehen, einmal das Jahr. Und er wie eine große, dicke Gardine, was dazwischen steht, dort gewöhnliche Menschen können nicht gehen Gott in seiner persönlichen Weise anbeten. Aber es ist ja, wenn Jesus Christus gestorben ist in der Kreuz, der Gardine das sagt, das reicht von boven bis unten 2. Und dort ging nannte Ticken, das ist da, du bist wir. Und da wir ein Ticken, wo Gott sagt, nu ist das Opfer für jeder einer. Ich sage nicht mehr weit auf. Ich sage nur dich bei. Ich sage nur dich bei, dass die kann mich annehmen. Denk, wer wir mit ein klein bisschen wer wir sein ein Beispiel, wo Gott dich bei gekommen ist. Wer wir sein, die Hand, Geschwister, wer wir sein in Mexiko oder Bolivien, wo immer die Schwester haben. Und die driven Rahmen über Phone, über WhatsApp, wer wir sein, das 20 Jahre trägen, die Phone einordnen und die deinen Brief schreiben. Und das ist der einzige Weg, wo die Gemeinschaft haben. Die sind weit auf, so zu sein. Und dort ist, wo Heiden und wo Juden wären von Gott, und wenn sie nicht Christus hatten. Was Jesus getan hat für uns, es nicht steht hier, dass die Schwester wir sein, und der andere sieht Riefer und der städtische sieht. Sie sind alle Weg von Mexiko bis hier gekommen, und sie stehen nu an der anderen Seite. Nu alles, was wir machen tun, ist an der anderen Seite Riefer gehen, und dann haben wir persönlich in Gemeinschaft mit ihnen. Dort ist, was Gott hat getan für uns. Wir können nicht durchhaben, aber Gott hat sich selbst dich beigebracht. Und alles, was zwischen uns steht, ist den Riefer. Und weißt du hast in der Breg über der Riefer gebaut, und dort ist den Kreuz von Jesus Christus. Und alles, was wir machen tun, wenn Jesus Christus hat die Breg gemerkt, und Gott zu dich bei ist, alles, was wir machen tun, ist über die Breg gehen und Jesus Christus annehmen. Gott ist dich bei. Er ist nicht mehr weit auf. Er sagt dann wieder, Jesus Christus ist der Friede. Was für eine Friede hat Jesus Christus gemerkt? Dort ist nicht so eine Friede, das was wir als Menschen merken. Ich fange eine Geschichte, und viele von Ihnen sind vielleicht alt genug zum Denken. In 1986 Jahren, dann wieder in der Stadt, da wir einen großen Protest. Menschen, die wollen anfangen in Kalifornien, sie wollen über die ganze Stadt gehen, und sie wollen dort bekannt machen, dass sie jungen Nuklearbomben werden. Sie wollen das nennen sich eine Peace March, eine Friedwandel. Aber weißt ihr, da wären tausende Menschen, die sich angeben, sie wollen diesen Wandel merken. Aber sie können sich nicht einig werden, wo sie wollen diesen Friedwandel merken. Dort wären nur 400 Menschen, die den ganzen Wandel merken. Dort wir dort Menschen sich jagen, die nicht Fried haben, worum die Friedwandel hineinfallen. So erst dort, wenn wir das Menschen brauchen, ut uns selbst Fried merken. Gott hat Fried gemerkt für uns. Und hat das durch Jesus Christus gemerkt. Er sagt, hat 2 Menschen genommen und hat eine Gruppe gemerkt. Die wären Juden an einer Seite, die wären Heiden an einer Seite. Und für uns zu sein, sind Mennoniten an einer Seite und Weltmenschen an einer Seite. Das bedeutet nicht, wo wir von kommen und was von Hintergrund wir haben. Gott hat diese 2 Menschen taub gebracht
En nu zijn we eine groep. En dit is het werk. Wanneer we in Jezus Christus zijn, du bent niet meer Mennoniten, du bent niet meer niet-Mennoniten. Du bent niet meer Kanorische, du bent niet meer die wat we blijven zijn. We zijn nu niet wer we wären, we zijn nu Christen. Dat betekent niet waar we van komen. We zijn nu eine groep. En de naam van deze eine groep is de kerk. En wer we in deze kerk zijn, we zijn Christen. We zijn nu eine groep. Ik denk een klein beetje aan de versen wat zijn geschreven in 2 Korinther, kapitel 5. En hier redt Paulus, wo, wenn Gott ons geraad heeft en wie Gemeinschaft zijn met hem, nu zullen we dat zelfs doen, we zullen vrede zegen met anderen. We zullen vrede merken. Dat is niet meer dat we zullen ons zelfs aankijken, sondern wat dat verstaan. En andere Christen wat van een andere hintergrund komen, dat zijn vielleicht zo'n wat nog niet ganz met zijn, wenn ze anders zijn als ons. En ik geloof dit als werken schwer voor ons zum aannemen. So wat heeft Christus gedaan dan, dat het meerlijk is, dat we vrede tussen een anderen hebben? Wat doet hij, dat de Juden en de Heiden kunnen eingegroept worden? Dat zegt hij noem de Gesetzweg, wat tussen en wieren. So de Gesetz heeft 2 poorten. Dat heeft de moralische poort en dat heeft de ceremonial poort. Dat wat de Juden müssen doen in de tempel, om God aanbeden. Jezus Christus heeft dat poort, al de Gesetzen wat hij gegeven deed, wat we doen müssen om aanbeden in de tempel, heeft hij weggenomen. Dat die wat dat niet hadden, brücken dat niet doen, dat zij dichtbij kunnen naar God komen. Weet je, de Juden kunnen allemaal zijn, die kunnen maar zo en zo weit komen naar God. Wie kan de eeuwigheid komen, wenn we hebben de Gesetz van God, we hebben de Gesetz. En de Heiden kunnen maar zo weit komen. Nu zegt Paulus, Jezus Christus heeft het Gesetz weggenomen, nu kan de Heiden kracht zo weit komen naar God, is wat de Juden kan. So wat heeft Jezus Christus dan gedaan? Hij heeft de Gesetz en de vriendschap wat tussen mensen zijn, op een kruis doodgemerkt. Wanneer Jezus Christus nu een kruis gaan deed, we blijven verken, bis dat wir bis onze zin, dat wat we aardig gedaan hadden. Maar dat zegt hier sehr klar. Hij zegt in de 16e vers. Hij zegt dat hij ons beide durch dat kruis in einen Körper met God taubbrach. Doordat met de vriendschap en eenmjuk. Dat we niet bis onze zin wat nun een kruis genäht wordt. Dat we de vriendschap wat tussen mensen is. Dit meint dat wanneer we, als Christen, vriendschap tussen een anderen hebben, dat we zelfs aangaan. God heeft de vriendschap met zich metgenomen en op een kruis is dat aangenäht. Dat is doodgemerkt door Jezus Christus. So wanneer we vriendschap tussen Christen hebben, dat doen we niet wegen dat nog niet abgeriemd is, dat doen we in onze ene zin entscheiden. Wanneer we niet gemeenschap hebben, wanneer we vriend zijn met anderen, dat is jengen God zijn evangelium. Dat is wenig wat daar jeng God zijn evangelium staat, is wanneer 2 Christen nog vriendschap hebben. Dat is sehr streng gezegd. Aber Gott heeft de vriendschap abgeriemd tussen God en mensen. En poort van de nodig, poort van de evangelium is, de vriendschap is nu abgeriemd tussen mensen ook. So wanneer we dan in vriendschap leven, dan tussen Christen besonders, we leven jengen
Gott sein Evangelium. Das ist seine dritte Lehre, was Paulus hier hat. Die kann vielleicht ein bisschen zurückdenken, wenn die Kinder werden. Und viele von ihnen hatten eine Schwester, und wenn wir Brüder und Schwestern hatten, die werden vielleicht ein bisschen das auch wieder. Ich weiß, die werden das auch wieder. Die jagen die noch mal, nicht so? Brüder und Schwestern, die müssen nicht jagen. Das geht nicht anders. Dann kann ich vielleicht ein bisschen denken, und die haben die Kinder gehabt. Und einmal als die Eltern dort was sehr und dort jagen. Dann kommen sie dann an und sagen, hier muss ich mit jagen. Du kannst durchsetzen, du wirst hier setzen. Nicht hier muss ab. Ein paar von ihnen lachen, die haben vielleicht mal groß abends getan. Die Älteren, die mögen Frieden zwischen den Kindern. Dort ist, was Jesus Christus hat getan mit der Feindschaft. Jesus Christus hat auf dem Kreuz die Feindschaft genannt und hat Frieden gemerkt. Wir hatten nicht keine Ursache zum Feind sein. Und dann sagt er wieder, er hat diese Frieden gepredigt, nur die, was weit auf sind, das sind solche, was ohne die Gesetz abwaschen, das sind solche, was nicht von klein an Verständnis haben von Gott, und die, was dich bewähren. Das Evangelium ist das ewig reine Evangelium für beide Menschen. Das bedeutet nicht, if wir abwaschen deiden, mit einem klaren Verständnis, wer Gott wir. Wir müssen dort in Kraft seiner Weich annehmen. Die Radung ist so eine, was weit aufwirren von Gott. Dann lehrt Paulus uns, dass Gott hat Frieden gemerkt, und nun sind wir alle Kinder in Gott sein Heim zu sein. In diesen ersten 100 Jahren so, was ich tue, wir, manche Menschen fangen an, von einer dritten Sorte Menschen zu reden. Die wären Juden, die wären Heiden, und dann der dritte Sorte Menschen, die wären Christen. Wo Menschen, die wissen, von wo sie kommen, aber dort sie nicht Christen wären, dort wir viel wichtig ist von Rom wären, oder von Athens, von Jerusalem, wo immer sie von wären, dort baut nicht. Sie wären nicht Christen. Wenn dort wir einen frischen Anfang gemerkt, in einer frischen Gruppe Menschen. Paulus braucht hier drei Vorbilder, wo wir das verstehen können, dass wir eine frische Gruppe Menschen sind. Er sagt erst, wir sind Derch in der 8. Vers, sagt er, Derch Jesus haben wir nu alle beide, durch einen Jesus, den Weg nur den Vater. Wir sind nu ein Heim, wo der Bus eine Weg ist, nur den Vater. Wir sind nu Port von Gott sein Reich. 19. Vers sagt, dann sind wir nu nicht mehr fremde Wandler. Und mit dem redet Paulus von was er ausreden hat. Wir werden Fremde, ohne dass wir Port von Gott sind Menschen werden. Dort wir ohne Israel seine Gesetze werden. Wir werden ohne eine Stadt, wo wir eine Hand hören. Aber nu sind wir Port von Gott sein Reich. Wir sind nicht mehr sondern ohne ein Tuss. Wir haben nu ein Tuss. Und wir hören mit allen die Ohren Christus in Gott seine Familie. Wir sind nu auch Glieder in Gott seine Familie, sagt er. Wir haben eine Stadt, wo wir hören. Ich kann ein Ding, was mich fährten wundern wird, ist, wo eine große Unterschied kann merken. Wenn du vielleicht ein Jugend ist, was nicht in Heim hat. Und wenn sie vielleicht ganz allein in dieser Welt sind, wenn sie bis eine Stadt haben, wo sie nicht hingehen, was sie tust tun, wo eine große Unterschied kann merken in ihr Leben. Das ist, was hier passiert. Wir werden in das Weg zu sein, ohne ein Yes in ihren Tüß. Aber nur, dass wir Christus haben,
nu dat de Vader even ons hem geven dat, nu hebben we een thuis. En zo is het werken wat je zegt, er is keine stede zoals thuis. Thuis is waar de vrede is. Thuis is waar we zich feilen. En thuis is waar we kan gemeenschap hebben met anderen. En dan zegt hij, we zijn in gebied. We zijn in gebied. Wat God merken dat en wat wissen dat. Ik weet niet wat van een bieter halt hij brokken dat door het huis nog wissen dat, maar hij zegt het als een gebied wat nog leven en wissen dat. Dit gebied heeft een ondergrond. De ondergrond van dit gebied is de apostel en de profeten er de grond. Zij buurden dat grond. Wat meint Paulus met dit? De grond van dit gebied is dit. Dat wat de profeten en de apostel hebben geschreven. Dat wordt als dat grond. En dat wordt dat aan dat niemands. Hij iemand een huisje zijn waar dat ondergrond moven dat. Dat huis dat zit vuurt ganz scheef. Dat zit vannig. En maar de tijd wanneer de tussen gaan en terug moven dat, bouwt vervuilt het ganze huis. En wanneer we niet ons huis aan dit buren doen, ons huis wordt ook vervallen. Dat wordt vielleicht van kleine stoutje van buiten schmack laten. Maar wanneer de ondergrond niet sterk is, dan jeft dat de huis bis in korte tijd, maar het vallen dat. En dan zegt het wieder, Jesus Christus zelf als der rechte Eckstein. En een Eckstein, dat is den Stein, wo de ganze huis zich nog reken dat. Dat is de Eck, wo de aanvang is. We würden kunnen zijn, de ondergrond, de grond van dat huis, dat heeft was een aanvang in den Eckstein. Wanneer de Eckstein er ook niet is, dan heeft de ondergrond ook keine oorzaak. De ondergrond weet niet hoe dat gaan zal. Jesus Christus is een Eckstein. Hij is die waar het alle top houdt. So wat doen we dan dus natuurlijk om bewijzen dat God twee mensen eindgemerkt heeft? Ik geloof in de weg waar we dit wijzen doen, is waar we reden doen van mensen. Waar reden we en waar denken we van mensen wat anders zijn als ons? Voor ons vielleicht zijn wat niet Mennoniten zijn. Waar kijken we onder aan? We verstaan vielleicht nicht graag wat Kultur is, maar we nemen we aan, als broeders en zusters, en dit niet hem. Waar reden we van onder? Zijn wat niet Mennoniten zijn. Reden we van onder zijn Christianen? Dat zijn mensen wat vielleicht nog niet volkomen zijn, wenn sie nicht Mennoniten zijn. Oder zijn dat onze broeders en zusters, wat in de ene weg God nog volgen doen. En waar reden we nou aan? Ik geloof verken, wenn we vielleicht niet ganz weten, waar we zullen reden, dan reden we vielleicht verhalt niet. Wat wordt je ermoutigen? Je braucht nicht einmal perfekt Deutsch, Englisch reden, wenn wir Deutsche sind. Aber wenn wir uns handgeben haben, Gemeinschaft und rumdriven mit so einer, was vielleicht von einem Land sind, vielleicht ein anderer Hintergrund sind als uns. Wenn wir mit anderen Christen Gemeinschaft haben, Verhältnis haben, dort ist ein Beweis von was Gott in uns tut, die Freundschaft wahrnehmen. Ich will von dir schließen mit ein paar Versen lesen in Offenbarung Kapitel 7. Die 9. und 10. Vers sagt es dit. Und dit ist das Bild, was Gott will haben, wie sollen sein. Wo dit alle aanwijzen dat. Gott hat dat Freundschaft wahrgenommen. Und dit ist, was im engen tijd wordt zijn, wenn dit Freundschaft ist wahrgenommen. Offenbarung Kapitel 7, 9 bis 10 sagt es dit. Als dit even weer, zag ik van einer Rossel,
werkzaam, spreken in Menschen, eine Herd, die keiner teilen kann. Für den Thron, wie dort Lamm in witte Kleider stonen, mit Palmen Aster in der Hang. Und sie schrien mit lauter Stimme, unsere Rettung kommt von unserem Gott, der auf den Thron sitzt, und von dort Lamm. Wer steht vor diesem Thron? Menschen von aller Sprachen, Menschen von aller Volksstamm und von aller Zeit. Wenn wir vor Gott wollen stehen, da wird kein Feindschaft sein. Da wird nicht sein, ich bin Sohn, du bist Jana. Wir wollen vor Gott stehen, dass Gott seine Kinder und dort ist alles. Jesus Christus ist uns Eckstein. Jesus Christus ist uns Herrn. Und Jesus Christus ist der, der uns alle bringen wird. Wir beten. Jesus Christus, wir sind so dankbar, weil du hast die Feindschaft wahrgenommen zwischen uns und die und auch zwischen Menschen. Gott, ich bete, dass du uns helfen, in Freiheit leben, von Feindschaft, was Ferken sich will bewiesen zwischen Menschen. Gott, ich bete für Sinne von dir, was hier sagen und gehört haben und du die hören das und bewiesen das, dass sie haben beste Dinge, was sie machen, eben rein merken, von ohne Christen. Gott, ich bete, dass du uns die Kraft geben, dann die Dinge tun. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.